Hey, es ist Montagmorgen. Willkommen zum neuen Video. Feen und ich. Wo ist sie? Ah! Fast überfahren. Zum Glück hat sie Reaktion. Feen und ich, wir sind auf dem Weg nach Natas. Wir gehen auf die Post. Wichtige Sachen abholen. Und ja, so fangen wir an. Sophie und ich, wir haben schon Tiere aus dem Tag gefüttert, gemistet, gemacht und da. Und heute ist das Tagesziel. Pura Vida. Also die Woche allgemein. Pura Vida muss fertig werden. Weil, ja, nächsten Sonntag, am Sonntag haben wir ja einen Schweinestall bauen. Und am 1. April ist Pilzkurs. Ja, und der Pascal und Sarah und Jonas und Elias. Endlich! Die ganze Familie kommt auf Besuch für ein paar Tage. Aber das ist nicht diese Woche, das ist nächste Woche. Oh, ich freue mich. Aber dafür müssen wir jetzt Gas geben, Fena. Also, Achtung, fertig, los! It's a beautiful day out in the yard. Also, auf dem Post hat es ein Päckchen gegeben. Von Silahof. Danke vielmals, Nati, für all das. Aber hey, schon ein bisschen streng, das hier aufzutragen. Und vor allem scheint die Sonne heute Morgen also richtig schön. Wow, heute wird einer von den längeren Mögen zum Aufkommen. Ja, sonst bin ich noch beim Nussbaum. Es fängt an mit den Ställen und mit den Dächern. Den Prozess habe ich jetzt im Weg geleitet. Ich bin gespannt, was da daraus rauskommt. Ja, die Woche fängt super an. Ja, jetzt muss ich mich nur noch aufkämpfen. Ich melde mich dann, wenn ich da oben bin. We're gonna get out and play in the garden. There's plenty to do, but we're not gonna work too hard and we're gonna have some fun with all our friends. Ich sage euch, es ist, wenn du dran kommst, ist es so ein Gebastel. Weil das Haus ist so schräg und alle Wände sind schräg und die Böden sind schräg. Es ist ein riesiges Bastel. Aber weißt du was? Ihr wisst ja, es gefällt mir ja schräg, weil da passt es zu uns. Come on, let's grow. Der Boden Do it. von der Aufenthaltsraum ist drin. Wie man sieht, die Eckbank ist wieder drin. Haben wir gut gemacht. Jetzt gehen wir mit dem Esel. Gehe ich mit dem Esel laufen und Claudia geht Bärlauch sammeln. Ja, für heute ist Pura Vida Feierabend. Aber es ist gut, wir sind weiter. Fortlaufend Claudia putzt. Ich habe Boden gelegt. Und ja, schön ist es. Schön ist es. Herrlich. Everybody get up, get go, get outside, get into it. Ich mache mich jetzt auf den Weg, nachdem wir in Pura Vida geschafft haben. Ich gehe jetzt mit den Hündchen noch schnell Bärlauch sammeln. Genau, ich hoffe, es hat noch. Es hat nämlich am Wochenende jenste Leute gehabt, die sind sammeln. Mal schauen, ob ich noch etwas finde. Yeah, we're gonna work it out as we go, 'cause we've got so much food to grow, so we can share it round with all our friends. Wir sind unterwegs. Richtung Briggebad. So, also Bärlauch habe ich gefunden, ganzen Haufen. Man muss aber extrem aufpassen. Hey, pst! Weil es hat Bärlauch gerade neben der Herbstzeit losen. Und wenn man nicht weiss, wie unterscheiden, kann das sehr, sehr dumm enden. Ich zeige euch jetzt aber, wie man es einfach unterscheiden kann. Also die Herbstzeitlose, wenn ihr hier seht, das ist Herbstzeitlose und rundum Bärlauch. Die Herbstzeitlose kommt aber da, das sieht man schön, aus einem raus und hat Blätter, sind vorne und hinten glänzig. Beim Bärlauch, zum Vergleich, Bärlauch kommen alle so einzeln aus dem Boden raus und haben vorne glänzend. Auf der Rückseite sind sie matt und man sieht auch ganz klar noch den Stängel, der durchgeht. Also das ist eigentlich ein gutes Merkmal zum Herbstzeitlosen und Bärlauch können voneinander unterscheiden. Weil die wachsen da wirklich nebeneinander. Also du musst wirklich bei jedem Blatt extrem gut schauen. Externe Weidesystem, Experiment geht weiter. Jetzt habe ich
für Tessel auch noch einen gegeben, eine kleine Weide. Ca. 50 Quadratmeter. Und dann mal schauen, wie es sich da so tut und vertreibt. Eine halbe Stunde lang ist jetzt ein bisschen weiden. So we can share it round with all our share it round with all our share it round with all our friends. So, und das hier ist die Ausbeute von meinem Ausflug. Und es hat immer noch sehr viel. Also ich habe natürlich nicht alles gesammelt. Gell, Bonnie? Aber ja, es reicht doch, um ein paar Gläschen Pesto machen und noch ein bisschen frischen Salat tun. Wenn man hier runter schaut, da hat es überall noch ganze Felder. Es hat also immer noch jenstes Bärlauch. Ja, also ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit der Ausbeute. Ich freue mich schon auf das Pesto und natürlich auch ein bisschen frisch beim Salat rein tun heute. Tell 'em you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell 'em you're dreaming. 'Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. So, jetzt müssen nur noch die Chefs auf die Weide. Und dann ist es schon bald Zeit für das 9. Oh nein, ein Bad muss ich auch noch aufmachen. When I was younger, they told me I was no good, but I was a dreamer, and so I knew that I would. Ich kann euch eins sagen. Ich bin also ein riesen Fan von dieser Frau. Von dieser Frau, dieser Frau, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich Fan von ihr. Sie hat es geschafft, Bobby und Molly in die Weide zu bringen. Mehr oder weniger ganz allein. Das ist so eine Tieflüsterin und ich bin so verliebt und so dankbar, dass sie meine Frau ist. Das ist der Hammer. And so I knew that I would change up the scene with stuff I dream. And the one that came true was making music, and you can make up whatever you wanna do and go dream it too. Hey. So tell 'em you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell 'em you're dreaming. 'Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Ich habe so ein Glück. Der Berti, ein Herr von der Umgebung, der regelmäßig vorbeiläuft. Das ist schon ein Pensionierter. Der hat früher beim Sprengen, also da hinten an, beim Sprengwerk gearbeitet. Und er hat ganz viele Arbeitskleider gehabt, hat er mir mal erzählt. Und jetzt, schaut ihr mal das an. Er hat mir einen Big voller Kleider gebracht. Übergewändchen, Latzhosen, Jacken, alles Arbeitskleider. Und ich sage dir, Berti, danke vielmals. Ich weiss es zu schätzen. Und sobald die Fastzeit vorbei ist, wie gesagt, kommst du vorbei, Ballerwiese, trinken wir eins zusammen. Unbedingt. Danke vielmals. Don't be a naysayer. So, Dienstagabend, oder? Ja. Dienstag, der 21. Und ja, ich weiss, ihr habt schon viel gehört. Wir haben das Gefühl, es geht jetzt dann bald los. Wir haben wirklich das Gefühl, es geht bald los. Hinten ist es ganz weich. Es ist Neumond, gell Helen? Wir hören schon. Und ja, und hinten ist es weicher. Wir haben gesehen, wie es Gitzi sich bewegt im Bauch. Ja, wir haben gedacht, wir tun es eben hier in den Stall. Die Schäfe sind ja unterwegs auf dem Weide. Also haben wir gedacht, weißt du was? Komm, wir machen das Separé für die Freya. Und da kann sie heuen. Da hat sie ganz viel frischen Stroh, da kann sie nesten. Und sie kann für sich einfach fahren. Sehen das, wie sie es genießt. Im Stall, im Busmus, darf sie eben sonst nicht so viel essen. Da ist sie eben die, die zuletzt rankommt. Also kann sie jetzt den Bauch vollschlagen, damit sie den Bauch leeren kann.
und Stroh zum Nest bauen. Das Einzige, was Claudia noch nicht weiss, ist, dass sie da draußen schläft heute Nacht. Bis losgeht. Bis und dann losgeht. gehst Du. Du darfst jetzt noch innen dein Bärlauchsalz fertig machen. Übrigens, Oh. ab sofort Bärlauchsalz erhältlich. Gemacht von der Claudia mit Bärlauch von Dresden. Ja. Und ja, Claudia schläft draußen. Ja, in dem Fall. Freya, bis später. He? Du darfst im Fall oben bleiben, bis es die Nacht gegeben hat, Ja, ist bis gut. ich Salz gemacht So hast. gütig, so Ja, sag ja. gütig. Hey, heute Mei, Morgen schon gesagt, Mei, ich liebe dich. unglaublich. Heute Morgen schon gesagt, ich liebe dich, also muss ich dir auch gut schauen. So, Unglaublich. Ja, sind wir gespannt. danke. Also, Bin gespannt. top, die Wette gilt. Bis Ende Woche hat Freya eine Skizze. Auf jeden Fall bleibt sie da rein bis dann. Ja, also ich habe ja schon seit Ende Januar das Gefühl, es kommt bald auf die Welt. Du hast jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Oh, und heute haben wir noch Besuch bekommen vom Nussbaum, gell? Ganz ein sympathischer. Also sein Ruf ist nicht umsonst gut. Ganz ein sympathischer Typ, der Chef vom Nussbaum, der Fabian. Wir freuen uns auf deine Offerte. Er hat mit uns, wo ist es? Von da aus gesehen. Mal dort hinten. Er hat mit uns da hinten die Brauerei angeschaut, er hat mit uns die Bauern wieder angeschaut, er hat mit uns Bio zu angeschaut. Gibt viel zu tun. Wird ein bisschen Geld kosten. Aber es muss halt sein. Weil sonst geht es runter. Entschuldigung. Der hat noch gesagt, wir brauchen unbedingt bald einen Förster, um die Bäume rund ums Haus herum wegzunehmen. Weil das ist Gift. Aber gestaunt hat er übrigens über die Mauern von der Brauerei. Er hat gesagt, noch nie hat er so gute Mauern gesehen. So brutale Mauern, hat er gesagt. Fabian, danke vielmals fürs Vorbeikommen. Schön hast du unsere Videos schon gesehen, bevor du überhaupt oben warst, zufälligerweise. Ja, danke. Wir freuen uns auf Weiteres. Be a yay-sayer. Don't be a doomsday. Ja, jetzt Schafe ihren Stall haben und Molly und Bobby länger draussen bleiben müssen, haben wir entschieden, wir gehen in einen grösseren Weide, damit es ihnen nicht langweilig wird und genug zu essen haben. Da bin ich jetzt dran. Claudia aber geht jetzt richtig Stall runter, weil wir glauben, bei der Freya geht es los. Weil sie ist im Stall rein am Merken und es tönt so, wie es noch nie getönt hat. Ja, wir sind gespannt. Und ich muss jetzt Gas geben, weil wenn es losgeht, wird es eigentlich auch Say nicht a verpasst. dream prayer. Whether it's world peace or climbing the Himalayas. All kinds of dreams come true. So tell 'em you're dreaming and then tell somebody else. Tell 'em you're dreaming. Don't keep your dreams to yourself. Das ist das, was sie sind und da können sie jetzt da noch überall sein. Bis dort unten, bis zum Food Forest, bis zur Grenze von der Food Forest. Können sie mir jetzt da den Hügel aufholen. There's so much in that. Ja, ich bin jetzt hier bei der Freya vor dem Stall. Vorher war sie mega unruhig. Sie hat sich aber streicheln lassen und so. Und ich glaube, sie hat sich so ein bisschen am Stall entlang. Und ich glaube, wenn sie so ein bisschen anfängt, dann tut sie sich so ein bisschen probieren ablenken. Und ja, jetzt momentan ist sie gerade wieder ruhiger. Frisst sie gerade ein bisschen. Ja, mal schauen. Gut, ich und sie zwei würden das Gefühl haben, jetzt kommt es jeden Moment. Mal schauen. Lives that we need to make right with our dreams. We can try turning dark into light. So dream big and aim high, and in time we just might make a whole load of dreams come true. Ja, ich bin jetzt wieder in den Stall reingegangen, damit sie weiss, dass ich schon da bin. Und damit sie ruhig ist, auch wenn ich da bin. Ja, es geht super. Ja, Freya, gell? Ja, ich würde gerne schauen, ob es ihnen schon ganz weich ist, wie es aussieht, ob es schon ein bisschen aufgeht. Aber sie will mich nicht so recht herlassen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, gebe ihr Zeit, dann sehen wir weiter. Schön, ja. Du nur essen, damit du genug Kraft hast für nachher, gell? Ja, und also in ihrem
wirklich mega fetter Bauch jetzt für so eine kleine Geiss. Bewegt sich auch immer wieder. Also man sieht, ja, wie bei den Menschen halt auch, oder? Wenn sie das kleine Ginken zum Beispiel oder so, dann sieht man das ja auch am Bauch. Und bei den Geiss ist das genau gleich. Ja. Übrigens, ich persönlich bin überzeugt, dass es Mädchen gibt. Ja. Aber das habe ich noch von mir behalten. Aber ich bin total überzeugt, dass es Mädchen gibt. Mal schauen. Und ja, ich weiss auch schon den Namen, wie sie dann heissen wird, die kleine Bohne. So, Freya ist jetzt einmal hergelegen, gell? Ein bisschen faule bist du auch, gähnet hast, gell? Ja. Du schon mal ein bisschen verdauen, wieder kommen, sehen wir weiter, ja. Aber es bewegt sich also schon recht bei deinem Büchlein, hä? Gell, Bohne? Ich bin zwar kein Hebamme und auch kein Tierarzt, aber wir haben wirklich, es geht vermutlich wirklich heute los. Und darum tun Claudia und ich jetzt ein bisschen schichtenweise sind wir da. Wir haben das Gefühl, Freya will nicht allein sein, hat ein bisschen Angst. Ja. Aber ja, sie redet schon mit ihrem Büchlein. Das Büchlein geht auch richtig, bewegt sich richtig. Jetzt ist sie noch am Liegen. Darum sitzen wir jetzt bei ihr. Claudia macht jetzt mal Pause. Ich sitze da und ja, tun wir mal warten. Sind wir geduldig und gespannt. Ja, als ich da vorne bei der Freya im Stall war, habe ich so rübergeschaut. Auf das Mal habe ich gesehen, etwas vorbeischleichen. Ja, ist das Schlängeli, das da am Sinnen ist. If you think bigger is better, then you might wanna think again. 'Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. Ja, es ist Donnerstag, schon Mittag. Der Colin hat Schule. Ja, und ich hatte rechte Action heute Morgen. Der Colin hat den Odin rausgetan. So eine kleine Weide, die er gestern schon hatte. Und ich bin dann aufgestanden und wollte Heu geben für die Esel und für Freya schauen und so weiter. Normale Routine. Dann komme ich um die Ecke, sehe ich Zaun unten, kein Odin da. Gut, dann habe ich gedacht, ich rufe mal, schaue mal. Ist er unten bei den Stegen vor dem Stall friedlich am Fressen gewesen. Ja, dann habe ich gedacht, gut, Heu lockt ihn immer an. Mit dem Heusack ist er natürlich auch in den Stall reingekommen, weil ich aber offen lassen habe. Ich habe natürlich Sunny und Breeze unterdessen gedacht, boah, da draussen ist ja der hure geile Winterrocke. Gehen wir doch mal raus und noch schnell einen kleinen Snack geben, bis das Heu parat ist. Ja, und dann musste ich den Stall zumachen, weil der Odin sonst wieder rausgeht. Dann habe ich gedacht, ja gut, aber ich muss den irgendwie auch... Ich muss ihm neue Fläche geben, ich muss allen eine neue Fläche geben. In diesem Fall los. Alle Zäune ganz allein zusammengenommen. Ich sage euch, das ist sehr stressig. Weil mit dem Gelände erstens, es ist rutschig, es ist steil, es hat überall Totholz, du bleibst immer hängen, die Zäune sind nicht so leicht. Also mit einer Hand kann ich sowieso nicht alle Stäbe heben, also ja, kleine Herausforderung. Aber ja, ich habe es geschafft, beide Zäune allein abbauen. Beide Zäune allein wieder aufbauen auf einer neuen Fläche. Dann dachte ich, gut, jetzt hat er sicher Freude, der Monsieur Odin. Ja, er war aber dann unterdessen ein bisschen beleidigt, weil ich natürlich ihn einfach ganz allein im Stall lassen habe. Und Sunny und Breeze, die habe ich einfach draussen gelassen. Die sind da rauf geschaut, wo die Schafe sind und sind ein bisschen auf dem Wasserhügel, auf dem Mandelhügel am Fressen gewesen. Und dann habe ich gefunden, die lasse ich draussen. Die Hündchen und alle habe ich auch draussen gelassen. Ja, weil ich musste umziehen, weil bevor der Monsieur ganz unzufrieden wird, Eure Majestät. Ja, dann wollte ich ihn holen, dann war er natürlich extrem beleidigt, er hat verdammt zickig rumgekommen und gemacht. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, Plan B, jetzt nehme ich einfach die Freya. Wenn ich die Freya auf die Weide bringe, kommt er sicher mit. Gut, habe ich gedacht, probiere ich aus. Habe ich gemacht. Freya ist zwar hochschwanger, aber die wollte raus wollen. Von dem her habe ich gefunden, gut, kannst heute am Tag noch raus. Es gibt hoffentlich keine Feldgeburt. Mal schauen. Ja, habe ich sie an die Leine genommen. Sie ist auch schön brav mitgekommen. Der Odin hat sich dann auch gefreut, ist gerade springen gekommen, hat sich 2 Sekunden lang gefreut und dann hat er sie wieder links liegen lassen.
Ja, dann habe ich gedacht, ich laufe jetzt gleich mal los mit ihr Richtung weit. Das habe ich gemacht. Die Messi hat natürlich nicht mitkommen. Ist ja klar. Ja, dafür ist Sunny und Breeze mitgekommen. Die sind wir nachgelaufen. Also wir haben Freya an der Leine und die 2 Esel im Schlepptau. Und dann habe ich ihm halt immer wieder gerufen. Und dann hat er zuerst so, interessiert mich nicht. Und dann hat er doch gefunden, mal meine Herden eigentlich. Und ich bin dann mit den anderen alle schon im neuen Weidebereich gsi, hatte alle schon drinnen gehabt. Und dann ist er anzuspringen gekommen, aber weil er nicht genau gewusst hat, wo wir durch sind, ist er einfach den Wanderweg entlang gesegelt. Ich habe nur das Glöckchen gehört. Ja, ich habe ihm dann gerufen und dann ist er dann von unten gekommen, aber unten hatte ich natürlich dummerweise keinen Eingang gehabt. Ja, habe ich gefunden, so, jetzt langsam habe ich halt 2 Pfosten ausgerissen, aufgekippt. Ich habe gesagt, so komm, wenn du jetzt zu deiner Herde willst, dann musst du jetzt reinkommen, weil sonst kannst du mir langsam mal. Ja, dann ist er schön brav reingekommen. Das heisst, am Schluss hatte ich doch alle 4 drin gehabt. Ja, jetzt muss ich nur Sunny und Breeze abholen, weil ja, die sollten nicht so viel so grünes Zeug die ganze Zeit fressen über längere Zeit. Aber ich zeige euch jetzt, wie die unterwegs sind. Das ist einfach nur ein Herz. Did you know the world around us? Alle miteinander. Herde, friedlich am Fressen. Ha, Odin, besselt es dir wieder? Ha? Neue Fläche, alle 4 vereint. Du bist wieder zufrieden, oder? Eure Majestät. It's much more than one big thing. It's a lot of little things joined Freya, du entscheidest dich dann bitte nicht für eine Feldgeburt, gell? up together that make me wanna sing. Appreciate the small things, the small things. Appreciate the small. Appreciate the small things, the small things. Appreciate them all. So, die Esel sind wieder im Stall. Die Geissen sind auf der Weide. Gell, Breeze? Ja, hoi, du Hübschi. Gell, alles wieder bestens. Ja, die Vogelgrippe-Massnahmen sind noch verlängert worden. Bis Ende April. Das heisst, alle sind noch immer noch drin im Keg. Diese feinen Hühner. Gell? Ja, ihr seid so hübsch. So, schweres Herzens haben wir jetzt heute Abend müssen einen Entscheid fällen. Und zwar der Entscheid, dass wir uns vom Odin werden müssen trennen. Sprich, wir werden ihn müssen beim Metzger anmelden, weil immer vermehrt tut sich der Odin probieren mit mir kämpfen. Heute Morgen hat er auch noch, während ich in der Schule war, Claudia angegriffen, Gafena. Und wir können es nicht mehr verantworten, wir können es nicht mehr tragen. Ich mag ihn zwar schon kommen, ich mag ihn schon packen, aber langfristig möchte ich nicht jeden Tag mit ihm streiten. Darum haben wir müssen entscheiden, wir werden den Odin leider bald von uns gehen lassen. Ja, aber ich denke, ich erzähle es euch, damit ihr auf dem Laufenden sind und der nicht auf einmal nicht mehr da ist. Ja, man muss ab und zu die Entscheidungen treffen. Well, it's not the size that matters. Does matter have a size at all? It gets less and less till nothing's left, like a set of stacking dolls. From all the tiny little critters. Freitagmorgen, es ist am Regnen, was ja wirklich schön ist. Der Boden braucht es. Wir sind am Umzonen für den Odin. Der Termin ist gesetzt für den Odin. Dienstagmorgen wieder uns verlassen. Auf die 5:30 habe ich abgemacht am Morgen. Aber bis dann tun wir ihn noch würdig behandeln. Und als ob er immer da bleiben will. Er kommt seine tägliche neue Weide über, damit er gut essen kann. Ja. Aber wie gesagt, es regnet, also muss ich jetzt Gas geben. To all the good deeds you have done. Also der Aprikose finde ich gerade ein bisschen krass, muss ich ehrlich sagen. Wunderschön. Oben noch nicht viel, aber da unten. Schaut mal das an. Da haben die Bienen aber sicher Freude. Huiuiui, ist das früh am Treiben. They add up to something bigger, and then you get the hole in one. So appreciate
mir sehr gefreut heute Morgen. Also jetzt ist schon 10:45, ist, dass es trocken wird. Den ganzen Morgen geregnet, jetzt wird es langsam wieder schön. Auf den Nachmittag für den Markt, weil der Markt ist schon besser, wenn es nicht nass ist, oder? Ja, hey, kommt vorbei, ab dem 4 bis um 7 Uhr zu Visp auf dem Marktplatz. Wir sind dort und wir haben Bärlauchsalz dabei heute. Ui. Was ich auch noch zu erwähnen habe heute Freitagmorgen ist, ich kann uns selber nicht mehr ernst nehmen. Ich habe sogar am Mittwochabend beim Patrick abgesagt, weil ich gedacht habe, die Skizze kommt jetzt dann gerade. Und es ist Freitagmorgen und es ist immer noch nicht da. Freya ist einfach wirklich, sie nimmt sich Zeit. Sie will einfach nicht gebären. So schön, es fließt automatisch, ohne dass wir etwas machen, aus dem Jacks Garten raus. So, genau so stelle ich mir das vor. Da ist es eine falsche Richtung gegangen, Richtung Solarium, was zwar auch nicht so schlimm ist, aber gesagt, weil es eben gerade oben am Haus ist, tun wir das Solarium nicht so fest. Aber jetzt geht es dann da wieder weiter. Gehen Richtung Food Forest am Mandelbaum. Schau, der Freitag ist ja schon viel besser als gestern. Und gestern war schon der Hammer. Wuh! Wie wir gesagt haben, Lou. Wir haben einfach recht. Das Leben ist gut. Lass gut sein und such nicht das Negative. Bleib im Positiven. Wuhu! So geil, schaut das an, wie das läuft. Herrlich! Ich wollte festhalten, ich bin schon sehr froh, habe ich mich selber. Weil, ich traue mir etwas zu und ich überrasche mich immer wieder selber. Weil, sind wir ehrlich, ich bin schon geil sicher. Wieso sage ich das? Weil mein Rucksack sehr schwer ist. Ich bin auf dem Weg zum Markt. Ich habe Bücher, ich habe kiloweise Bärlauchsalz, Pesto und Verschüssirup und Eier und. Meine Eier sind schon ausverkauft, bevor ich schon dort bin. Und ja, es ist brutal schwer. Und ich bin sehr zufrieden mit mir selber, dass ich jetzt den Hügel runtergekommen bin, ohne Unfall und ohne nichts. Leute, es gibt nichts, was man nicht machen kann, wenn man will. Granules of sand make up the beach. Beetles and ants, there's more than one. Piraten, jetzt sind wir mal auf dem Piratenhügel. Gefällt es euch hier, hä? Gell? Bonnie geht baden ins Bächli, gell? Ja. Beach. Think of the littlest thing you can fathom. Is it a molecule or an atom or maybe a quark? What the? Appreciate the small things. The small things. Appreciate the small. Guten Morgen. Es ist 20:05 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Oberbib in Bern, weil heute fängt der Gartenkinderkurs an von Bioterra, den ich jetzt das Jahr noch mache, damit ich auch noch diplomierter Gartenkinder-Experte bin. Weil wir wollen ja Schulklassen bei uns oben haben, wir wollen mit den Kindern im Dreck, mehr Dreck für Kinder. Und ja, vielleicht gibt es noch ein paar Videos davon, ich weiss es noch nicht. Aber ich habe mitbekommen, dass es ein paar Leute gibt, die sich daran stören, dass wir den Odin leider aufgeben müssen. Wir haben es probiert, wir haben es euch nicht in den Videos immer gezeigt. Ich habe noch keinen einzigen Streit aufgenommen, weil meistens brauche ich beide Hände, wenn ich mit dem Odin muss streiten muss, weil seine Hörner sind gross. Aber wenn du dich ganz fest darauf störst und eine Lösung hast, bin ich dir noch so dankbar, weil ich möchte niemanden in den Himmel schicken. Aber du kannst ihn auch selber haben und selber mit ihm jeden Tag kämpfen, wenn du willst. Aber ja,
lassen doch uns unsere Entscheidungen treffen. Wir sind auch die leider oben am Arbeiten und machen und tun. Es kommt auch wenig, du kommst auch nicht helfen oder kommen weniger Leute helfen. Verstehe ich auch, jeder hat sein Leben, jeder hat seine Zeit. Das war unsere Entscheidung, um da raufzugehen. Da lassen wir uns auch in Ruhe. Aber ja, dann doch bitte nicht der Claudia das Gewissen reden. Hä? Danke. Es fällt uns nicht einfach. Aber eben, wenn du eine bessere Lösung hast, nehmen wir es gerne. Aber jetzt stelle ich mich nur noch auf Bioterra und Oberbib und einen schönen Morgen haben. Mit wem auch immer am Kursteil ist. The small, yeah, just appreciate the small things. So, jetzt bin ich da angekommen, beim Schloss Oberbib. Glaub's. Dort unten, warte schnell, ich zeig's euch. Dort unten ist das Gartenkind. Garten. Mit einem Kompott hier, schöne Sache. Und ja, es ist erst 7:30. Ich bin nachher jetzt früh. Mal schauen, ist noch niemand da. Oh, schau, sie haben auch Esel. Ha! So schön. Oh, mit riesen Auslauf. Hammer. Ja, du, ich bin gespannt, was der Tag so mit sich nimmt. Also der Halbtag. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Sightseeing machen. Wir schauen, dort oben hat es noch ein Schloss. Ja, du mal schauen. Jetzt soll ich mal ansitzen, Ziege rauchen und warten, bis jemand auftaucht. Also richtig bin ich definitiv. Also der erste Gartenkinderkurs war der Hammer. Die Frau Sommer, die es unterrichtet, ist der Hammer und ich freue mich schon auf den nächsten. Aber jetzt geht es wieder zurück ins Wallis. Mal schauen. So ein weiter Weg. Aber ich freue mich. You don't need $1 billion and a Lamborghini or 20 million followers in bikinis. Appreciate the small. Wir alle warten immer noch gespannt auf die Geburt von der Freya. The small things appreciate. Sonntag, 26. März. Heute habe ich eigentlich angesagt, dass wir den Schweinestall zusammenbauen. Aber es haben sich nicht so viele Leute gemeldet. Plus, das Wetter ist schlecht. Also es hat jetzt gerade wieder aufgehört zu regnen, aber es regnet heute. Angemeldet hat sich der Marc und Hanna eventuell beim guten Wetter. Aber ja, da es nicht so gutes Wetter ist, haben wir entschieden, ist nicht ein guter Tag. Und wir sind auch zu wenig Leute, um den Schweinestall fertig zu machen. Plus, als ich mein Video in der Schule gezeigt habe, von wegen unserer Stall, haben meine einen Mitschüler netterweise gesagt, sie werden mich anzeigen wegen, weiss auch nicht was. Einfach, anscheinend sage ich im Wallis die zwei ältesten Wörter Föhn und Neid. Ja, darum, wegen dem schlechten Wetter und einfach zum Schauen, was passiert mit meinen Mitschülern, haben wir gefunden, wir warten jetzt noch mit dem Stallbauen, mit dem Schweinestall bauen. Aber wir haben ja eh noch eine andere Lösung. Wir haben ja beim Wasserhügel oben noch einen Stall, den wir noch nicht eingesetzt haben oder noch nicht gewusst haben, was einsetzen. Aber das wird jetzt mal der Schweinestall vorübergehend, zum zu schauen, mal, was passiert. Kein Problem. Es gibt ja immer Lösungen. Und ja, darum. Der Marc, ein Mann vom Wort, ganz ein guter Typ, der kommt trotzdem heute rauf. Wir werden einen gemütlichen Sonntag miteinander machen, ein bisschen Bußmuse, ein bisschen Pura Vida, ein bisschen rumtümpeln. Wenn es doch noch trocken wird, werden wir unsere herbstzeitlosen Felder ausreißen, weil wir haben wirklich eine herbstzeitlose Plage auf der einen Weide. Aber das ist vermutlich, da bin ich vermutlich selber schuld, da ich die Schäfe ja im Dezember dort weiden lassen habe, hat jetzt der Herbstzeitlose ganz viel Platz bekommen zum Wachsen. Ja, aber das kann man ausreißen, das kann man noch mit Dünger und alles übertrumpfen. Wir sind nicht gerne Stickstoff. Ich will dann einmal bei Gelegenheit Kompost drüber leeren. Aber ja. Ich danke dir fürs Schauen. Ich gehe jetzt schneiden. Ich hoffe, du hast schon geliked. Ich hoffe, du hast schon abonniert. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann tu doch bitte abonnieren. Es würde uns helfen.
Wenn du schon nicht physikalisch kannst vorbeikommen, was ich ja verstehe, weil jeder hat sein Leben, wäre es doch auflot, würdest du uns abonnieren und teilen und weiterverzählen. Hey Leute, ich wünsche einen schönen Sonntag, ich wünsche eine gute Woche und freut euch auf nächste Woche, weil es gibt noch einiges, was passiert. Ja. Hey, ciao zusammen, danke fürs Schauen. Und einen lieben Gruß von der Claudia.